Was das größte Geschöpf vom Kleinsten lernen kann. Liebe Freunde, in Sprüche Kapitel 6,6 heißt es: Gehe hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise an und lerne. Der Mensch ist seiner Stellung nach ohne Zweifel das höchste Geschöpf auf Erden, und die Ameise gehört zu den kleinsten Lebewesen. Was können wir denn von ihr lernen? Einmal sicher Fleiß. Im Sommer sehen wir zum Beispiel, wie die Ameisen unentwegt und gut organisiert arbeiten. Sie schleppen, ziehen, tragen, helfen einander. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße sind sie ausgesprochen stark und gemessen an ihrer Länge sehr schnell. Die zwei nachfolgenden Verse in Sprüche 6 erklären uns das. Obwohl die Ameisen keinen Anführer haben, sie perfekt zusammenarbeiten und in der Ernte des Sommers ihre Speisen einsammeln. Genauso hat die Gemeinde Jesu kein kirchliches Oberhaupt über sich, sondern sie wird durch den Heiligen Geist gesteuert, der in ihr lebt. Die meisten Christen sind zweifellos fleißig, treu, zuverlässig. Sie gehen ihrer Arbeit nach, sorgen für die Familie und helfen in der Gemeinde. Außerdem sind sie auch auf Ruhepausen aus, die sehr wichtig sind. Die Ameisen halten deshalb eine Art Winterschlaf. Aber die Trägheit lauert ständig vor der Tür. Trägheit im Umgang mit der Bibel, im Gebetsleben oder beim Gemeindebesuch, Trägheit im geistlichen Engagement. Wir stehen in der Gefahr zu vergessen, dass noch Erntezeit ist und wir uns daran beteiligen sollten. Wir sollten mitwirken, dass die Gemeinde gebaut wird und Menschen für die Ewigkeit gewonnen werden. Hierbei müde oder unkonzentriert zu werden, kann sehr schädlich sein. Wie Forschungen ergaben, funktioniert ein Ameisenvolk wie ein Organismus. Ameisen können auch nur im Verbund überleben. Wenn eines dieser kleinen Tierchen aus irgendeinem Grund den Kontakt zu seinem Volk verlieren, ist es dem sicheren Tod ausgeliefert. Sehen Sie, sich von der Gemeinde isolierende Christen, die die Gemeinschaft verlassen und eigene Wege gehen, sterben nicht selten geistlich ab, verfallen Irrlehren oder Sekten, werden Sonderlinge oder verkümmern irgendwie. Jeder einzelne Christ ist als Glied am Leib seines Herrn in die Gemeinde hineingeboren worden und benötigt deshalb unbedingt die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Diese Gemeinschaft dient zur gegenseitigen Erbauung und geistlichen Lebenserhaltung. Ein ehemaliger Förster erzählte mir vom Winterschlaf der Ameisen. Wenn die Frühlingssonne den Ameisenhaufen erwärmt, werden die Tiere in den oberen Schichten zuerst wach. Sie krabbeln dann heraus, legen sich oben auf den Ameisenhaufen und nehmen die Wärme auf. Anschließend ziehen sie aufgewärmt in die unteren Schichten, damit auch diese erwärmt und aufgeweckt werden. Das ist doch auch unsere Aufgabe als Christen, einander zu erwärmen, praktische Liebe zu üben und Hilfestellung zu leisten. In Sprüche Kapitel 30, Vers 25 heißt es zudem, dass die Ameisen kein starkes Volk sind und dennoch im Sommer ihre Speise bereiten. So ist es auch mit der Gemeinde Jesu. Sie ist nicht stark in sich selbst. Aber wenn sie zusammenhält, verbunden in einem Geist, kann sie Berge versetzen. Darum sollten wir auf Einheit achten und Neid, Eifersucht oder Zwietracht meiden. Wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander und füreinander arbeiten und dabei das höchste Ziel vor Augen haben: Jesus. Die folgenden bekannten Verse aus dem Philipperbrief mögen uns dazu Ansporn sein. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtet
als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Das sei auch unser Vorsatz für das neue Jahr.